Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Das letzte Mal habe ich euch hier die herzigen Anhänger gezeigt, die ich gebastelt habe, mit solchem lufttrocknendem Ton. Und jetzt habe ich doch gedacht, ich möchte euch doch zeigen, wie ich das gemacht habe. Einmal so ungefähr, weil ich habe nicht mehr alle Materialien. Ich habe das bei einer Freundin daheim gemacht und sie hat so schöne Förmchen zum Ausstechen. Und ich habe mir jetzt da irgendwie anders helfen. Sie hat auch ein super gutes Wallholz gehabt. Ich habe nur ein hölziges und das möchte ich eigentlich gerne für meine Krömli irgendwie behalten. So. Ich habe gedacht, ich nehme einfach mal die Flasche. Mal schauen, wie das geht mit dieser Oberfläche, ob das nicht zu fest klebt. Sonst ja, muss ich dann irgendwie das noch mit einer Plastikflasche probieren. Keine Ahnung. Ich muss es einfach ausprobieren. Und dann habe ich auch nicht so herzige Förmchen, leider. Ich habe hier aber Spitzbubenförmchen gefunden. Das hier gibt halt einfach schöne Runde. Und ich habe gedacht, vielleicht mache ich noch ein paar ganz kleine. Ich habe gehofft, dass es mit so einem Oberteil von einem Plastik-Weinglas vielleicht geht. Da habe ich noch ein normales, kleineres Weingläschen. Ja, das ist ein bisschen grösser Durchmesser. Ich weiss einfach nicht, wenn es da drin stecken bleibt, ja, dann bringt man es dann vielleicht nicht mehr so gut raus. Und so eins habe ich gedacht, für grosse Ovale. Weiss ich aber auch nicht, ob das so gut funktioniert. Hat halt einen recht dicken Rand. Also, verhältnismäßig so. Jawohl, was habe ich mir noch parat gemacht? Ich habe gedacht, Spitzen. Man könnte doch so Spitzen reinwallen, dann gibt das so ein wunderschönes Muster. Vielleicht funktioniert das, keine Ahnung. Haben wir noch etwas parat gemacht. Und dann die hier. Die gehen super, das sind so solche Prägeschablonen von der Sizzix. Mit denen habe ich das und das Muster gemacht. Da finde ich, also es gehen natürlich eben beide Richtungen. Hier geht das Müsterchen so gegen reingedrückt. Da habe ich diese Seite genommen. Und da kommt halt das Muster so gegen raus. Da habe ich nachher dann diese Seite genommen. Das kann man ein bisschen ausprobieren, was einem besser gefällt. Oder wie dass es dann halt schlussendlich besser passt. Bei dem hier haben wir einen Stempel genommen. Das sind so die normalen Silikonstempel, die ich hier genommen habe. Finde ich, sieht jetzt Sommervögel auch noch recht herzig aus. Da haben wir, die sind jetzt halt nicht angemalt, darum sieht man es nicht so gut, mit Buchstabenstempel noch irgendwas reingestempelt. Da ist auch wieder ein Stempel, ein Silikonstempel, das wäre eigentlich eine Blume, aber die hat jetzt so feine Dingslis gehabt, irgendwie sieht man leider nicht mehr wirklich, was es einmal gewesen wäre. Und das hier ist verschönert nachher dann mit einer Serviette, die man dann so draufgeklebt hat. Und ja, das finde ich also auch noch ganz herzig rausgekommen. Für das hat man es dann aber zuerst trocknen. Jetzt wollen wir doch mal probieren, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das geht mal weg. Da auch ein bisschen. Jetzt brauchen wir mal von dem Ton. Ich habe das Sättige genommen, das man im Aldi kaufen konnte. Ich muss dazu sagen, ich finde jetzt, der stinkt ein bisschen. Oh, vor allem, wenn er so ganz frisch ist. Das ist jetzt hier. Das nehmen wir mal auf die Seite. Ich weiss nicht, das ist schon wieder ein bisschen angetrocknet. Ich weiss nicht, ob das noch gut geht. Genau, es gibt aber auch Sättige von Fimo. Und der dunkelt mich fast ein bisschen besser. Der ist ein bisschen angenehmer zum Kneten. Stinkt nicht so fest. Und mich dunkt der tut so ein bisschen fest, so, gibt so die Risse da drin. Aber ja, es geht. Keine Ahnung. Ich schneide mir jetzt einfach mal ein kleines Stückchen zurecht. Genau, da habe ich mir noch ein Schälchen mit Wasser parat gemacht. Da kann man also ein bisschen das ein bisschen weicher machen.
Und weil der eben recht so verbricht, sage ich jetzt mal, habe ich jetzt gedacht, ich tue ihn jetzt nicht von Anfang an gerade mit dem Walholz oder eben mit meiner Flasche ausrollen, sondern ich tue zuerst mal ein bisschen das ganz feine so ein bisschen drücken, dass das nicht so Spalt geht. Ich weiß aber nicht, ob es etwas nützt. Ja, bö. Ich muss es selber ausprobieren, aber ich habe gedacht, wir könnten doch jetzt das zusammen ausprobieren. So, mal ein bisschen wallen. Das scheint zu funktionieren. Man muss einfach ein bisschen aufpassen, dass es mehr oder weniger gleichmäßig wird. So. Jetzt hat es gleich ein paar Risse gegeben, aber die kann ich jetzt schön ein bisschen glatt streichen mit den Fingern. So, mal schauen, ob das auch wieder drauf kommt. Vielleicht wäre es schlauer, wenn wir es auf einem Backpapier machen würden. Hinten ist es jetzt natürlich nicht so schön. Aber das war schon bei denen auch so gewesen. Vorne hübsch und hinten halt nicht so. So, jetzt probiere ich doch hier mal so ein Kreisli. Nehme ich mir. Okay. Und wenn wir da schon Restchen haben. So, ganz vorsichtig rausdrücken. Machen wir doch hier noch so ein paar von diesen kleinen. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich auch ganz herzig aussieht, wenn man die dann mit Heißleim kann man ja dann die einfach aufkleben. So. Das kommt mal auf die Seite. Jetzt wollen wir das wieder lösen. Es hat es natürlich jetzt wieder angedrückt. Dann mache ich hier die Kante wieder schön, wo sie jetzt beim Ausstechen ein bisschen ausgefranselt hat. So. Oh, doch, schau mal. Das kommt doch ganz gut raus, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wenn es jetzt noch wirklich ein bisschen risslig wäre oder so, könnte man glaube schon noch ein bisschen mit Wasser. Das würde glaube schon noch helfen. Da hat es mir jetzt vom Rausnehmen ein bisschen eingedrückt. So. Ich habe natürlich jetzt gar nichts so an irgendwelchen Töpfen, Werkzeugen oder so. Aber ich habe das Gefühl, das braucht es jetzt gar nicht unbedingt. So, ah ja, schau mal, mit ein bisschen Wasser kann man das ganz schön glatt streichen. So, und hier auch zuerst mal die ganzen Rändchen. Und jetzt haben wir hier das Eckeli. Ich weiß nicht, ob ihr das gut seht. Halt. Das Messer ein bisschen nass machen und nachher einfach so drüber streichen. Zack. Und zack. So. Machen wir das hier auch noch. Wo willst du her? So. Oh, hat nichts gemacht. Hat nichts gemacht. Ich finde, das sind ganz tolle Anhänger, wo man kann zum Beispiel auch für, ja, jetzt ist natürlich die Zeit durch, aber so als Osterbäumchen hat man die können hängen. Oder natürlich, wenn man dann mit Sternchen würde, könnten sie einen Christbaum
gibt natürlich ganz tolle Päckchen-Anhängerli, wenn man jetzt den Namen von der Person, von der beschenkten Person, drauf stempeln mit so kleinen Buchstabenstempel. Das wäre ja extrem herzig. So, die sind schnusig. So, und das da. Sollen wir jetzt mal mit dem? Ich glaube, ich nehme mal das. Und mir hat dann tatsächlich das, was jetzt da so das ein bisschen vorkommt, besser gefallen. Dann probieren wir doch das jetzt einfach. Zack, und drauf. Ich weiß nicht, wie fest das man drücken muss. Aber ich glaube, möglichst gleichmäßig wäre noch gut. Zack. Ja, da hat man jetzt ein bisschen fester drücken. Da bleibt nichts drin hängen. Ja, muss dann vielleicht am Schluss gleich gut waschen. Aber ich habe das Gefühl, das geht gut aus. Mit einem Bürstchen kann man das, glaube ich, gut raus. Bringen wir das gut raus. So. Wow. Oh. Das ist dann hübsch. Sehr schön. Die tue ich jetzt, glaube ich, gerade mal nicht. Da bräuchte ich ein bisschen noch ein feineres Muster. Das wird schwierig. So, dann probieren wir das noch einmal. Also ich finde, glaube ich, am schwierigsten, das irgendwie so herzubringen, dass man das gut auswählen kann, dass das so schön zusammen ist und keine so Spalt hat. So, mit ein bisschen Wasser habe ich jetzt aber das noch recht gut zusammengebracht. Gut, das gibt jetzt auch wieder ein kleines dünnes. Ui, jetzt klebt es mir dran. Komm weg da. Ja, so dünne. Na super, jetzt hat es natürlich die Form von einer Flasche. Es wird immer dünner. Das glaube ich hören. Was ich überhaupt nicht weiss, ist, ob die schnell verbrechen oder nicht. Das weiss ich natürlich jetzt nicht. So, dann wir das einmal wieder schön glatt streichen. So. Ja, mal, das kommt doch gut. Was haben wir da? Da habe ich so eine schöne Rose. Passt auch die gerade da drauf? Und so könnte ich sie ausprobieren. Ist gerade ein bisschen gross, dann müsste ich die nehmen. Aber sieht man denn überhaupt noch, dass es eine Rose ist? Keine Ahnung. Ausprobieren, einfach ausprobieren. So, zum Glück ist das Ding durchsichtig. Da sehe ich nämlich genau, wo ich hier hergehe. Und ihr müsst da wieder ein bisschen weg. Sonst wüsste ich ja gar nicht, ob ich das ganze Bild drauf hat. So, also komm, probieren wir mal. Ja, vielleicht ohne die Blättchen hier wird es schwierig herauszufinden, dass das eine Rose ist. Ja, zwar. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht, wenn man es dann mit roter Stempelfarbe so ganz fein anfärbt. Weiß nicht. Aber weißt du, was ich jetzt gesehen habe? Ich habe hier ganz kleine Blümchen. Und jetzt machen wir doch hier mal so ein Blümchen drauf, auf das Herzchen. Habe ich denn jetzt eigentlich das Richtige? Ja. So. Und rein mit. Zack. Oh je. Yeah. Mega herzig. Schau mal. Süß. Jetzt probiere ich es doch einmal mit dem.
So, hoffen wir einfach, dass es nicht drinnen stecken bleibt. Ah, nein, schau jetzt, das ist doch jetzt gegangen. Super. Ah, jetzt haben wir hier auch wieder, jetzt könnten wir hier auch noch ein paar Runde ausstechen. Ui. So. So, dann nehmen wir doch einmal das hier. Und hier auch wieder, welche Seite? Die Seite. Diesen schönen Ornament. Schaue ich, dass das ein bisschen schön in die Mitte kommt. So, super, jetzt ist da natürlich der Rand, bravo. Zack. Da hat es jetzt aber gar nicht schön genommen. Mal schauen, ob ich das noch einmal verstreichen kann. Ja, das geht eigentlich noch ganz gut. So, also jetzt noch einmal. Und zwar nehme ich das jetzt doch mal ein bisschen über. So, und dann mache ich das nicht da, dass der Rand da am Schluss vorkommt, sondern ich mache das natürlich jetzt hier ein bisschen viel besser als vorher. So, in der Mitte gut drücken und von oben an. Man muss es wirklich recht reindrücken, merke ich. Also natürlich schon ein bisschen mit Gefühl, aber doch. So, jetzt mal schauen. Schön langsam. Yeah! Oh ja, das ist hübsch. Da innen, das ist gut. So, was ist jetzt das da für ein Fusselchen? So, jetzt natürlich so fest angedrückt. So, hey! Oh, das ist hübsch. Das ist der hübsch. So, jetzt wollte ich doch auf dem Backpapier ausprobieren. Ach, herrje. Gut. Also, ich glaube, das ist mir ein bisschen zu gross. Und das auch. Ich finde das schon recht gross. So als Anhängerli. Ja. Ja. Ich glaube, ich mache lieber in dieser Größe. Und dann vielleicht noch 2, 3 in der anderen. Ich weiss es nicht. Mal schauen. So, das ist jetzt ein bisschen Stickers. Habe ich jetzt gedacht, ich werde mal ein bisschen Stickers machen, um einfach den Unterschied ein bisschen schauen, ein bisschen ausprobieren. So, leg. Voilà. Da machen wir jetzt noch ein bisschen Herzchen. So, eben Spitzen. Ich bin immer wieder komplett abgelenkt. Und Backpapier. Hei. So, ich habe mir jetzt hier schnell so ein paar Viereckchen geschnitten, damit ich das wirklich gerade dann so kann auf die Seite legen und so nicht, dass man das am Schluss muss ich es gleich noch wegnehmen. Das wäre ja blöd. Also, kommt da wieder meine Auswahlflasche zum Zug. So. Ich kann das nicht hier raus. Das ist ja viel einfacher. In die andere Richtung raus. So, sagt mir doch das. Ganz easy. Einfach nur zack, einmal oben drauf und schon kommt es auf der anderen Seite raus. So, also jetzt wollte ich doch mal das mal ausprobieren, wie das geht, wenn man da ein bisschen Spitzen drin hölzelt. Seht ihr etwas? Nicht wirklich viel, gell? Ich komme noch ein bisschen rauf. So, also, die Spitze hier mal drauf,
das schöne Blümchen und dann einmal schön drüber wallen. Noch in die andere Richtung. Einisch. So, mal schauen, was dabei rausgekommen ist. Oh, ganz ein feines Muster. Es ist ein bisschen oval geworden hier leider. Aber ja, wieso nicht? Wieso nicht? Jetzt probieren wir es noch. Jetzt probieren wir es noch mit dem. Puh, die Frage ist nur, das Blümchen, ich weiß nicht. Oder einfach mal so. Einfach mal so ein Rändchen da. Da sind die Löchchen ein bisschen grösser. Oh. Oh Mann. Oh. Das sieht ganz doof aus. Das ist gar nichts geworden. Ich kann mir vorstellen, halt, dass das auf grösseren Werkstücken ein bisschen besser aussieht. Weil das halt, ja, da sieht man ein bisschen mehr vom Muster. Ich nehme jetzt hier mal noch so eins da, mit so Blättchen. Und dann wollen wir doch schauen, wie das rauskommt. Oh, ich klebe alles dran. Oh, das ist mega dünn abgedrückt. Komm, du musst wieder dran kommen jetzt. Oh Mann. Was habe ich denn jetzt wieder angestellt? Komm du. Oh. Oh. Oh, aber schön ist es. Schön ist es, der Abdruck einmal. Das Ding ist nicht ganz so hübsch. Da der Rand. Oh Mann. So. Mal, es kommt gut. Es kommt gut. Ja, es ist jetzt nicht ganz rund. Aber noch. So, und das da, wenn wir das lassen, so. Nein, also eigentlich gefällt mir das auch nicht wirklich. He? Man sieht ein bisschen den Abdruck von der Spitze, aber richtig schön sieht es eigentlich auch nicht aus. Jetzt haben wir natürlich noch etwas vergessen. Und zwar ein Löchli machen. Das kann man ganz gut mit einem Röhrli machen, weil dann nimmt es nämlich das gerade schön so raus. Ich habe die hier aber mit einem Pinselstähli gemacht. Das ist jetzt ein bisschen grösser. Ich schaue einfach darauf, dass es unten gerade ist. Vielleicht habe ich zwar noch ein kleineres. So. Ich probiere jetzt das mal hier. Ich tue das so ein bisschen reinschrauben, so wie. Und dann sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Dann schaue ich noch von der Hinterseite und gehe hier noch einmal rein. Aber nicht einfach nur reindrücken, sondern ich tue es wirklich so reindrüllen. So, und dann sieht das ganz gut aus. Jetzt könnten wir doch noch, einfach so zum Zeigen, könnte ich das doch hier noch so als Sommervögel, das ist natürlich jetzt gerade genau zu gross, ein Sommervögel draufstempeln. Also, das gibt jetzt einen Abdruck, der gegen innen geht. Probieren wir doch jetzt einfach aus. Schön hier probieren. Mitte. Apropos Mitte. Ich komme da noch ein bisschen rauf. So. So. Und ich probiere möglichst gleichmäßig das reinzudrücken. Keine Ahnung, ob ich das schaffe. Super. Komplett verdrückt. So, dann ist es einmal.
Jetzt muss das wieder rauskommen. So, okay. Was machen wir mit dem? Könnten wir eigentlich noch etwas reinstempeln, irgendeinen Text. He? Ich habe hier nämlich die ganz kleinen Buchstabenstempel und dann stempeln wir doch jetzt hier irgendetwas rein. So, für dich ein bisschen schräg gestempelt. Macht nichts. Also schräg nicht, aber einfach nicht in der Mitte, so meine ich es. So. Sieht man es überhaupt? Ja, wenn es dann anfährt, sieht man es dann wahrscheinlich eben schon. So, voilà. Hey, wir sind fertig mit denen. Jetzt müssen die natürlich trocknen. Bis sie möglichst ziemlich durchgetrocknet sind. Wir haben es letztes Mal auch nicht ganz trocknen. Wir haben es dann auch im Backofen gemacht. Da haben sie sich so ein bisschen gewölbt. Dann hat man sie mal müssen kehren oder so. Ja, an der Sonne würde es natürlich auch relativ schnell gehen. Aber ich denke so, bis morgen sollten sie durchgetrocknet sein, so über Nacht. Und dann können wir sie dann anmalen und schön verzieren mit Servietten und so weiter. Und dann schauen wir dann, wie sie am Schluss rauskommen. Oh, ich freue mich schon mega. Bis dann, tschüss!